Tashtespa, auf dem Pfad, der ihm die Freiheit brachte. Er floh über diesen Weg aus Tibet. Eine gefährliche Strecke, die viele nicht überleben. Als wir damals hier lang gingen, war alles voller gefrorener Körper. Es war unheimlich, ihnen ins Gesicht zu gucken. Die Augen weit aufgerissen, der Mund offen. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Ich hatte so eine Angst. Ich dachte, vielleicht schaffe ich es auch nicht. Gebetszettel, denn Tashtespa riskiert wieder alles. Er ist zurück in Tibet. März 2007. Tashtespa ist in Tibet, zum ersten Mal seit 11 Jahren. Jetzt mit britischem Pass und Touristenvisum. Er will hier einen Film drehen mit versteckter Kamera. Denn was er vorhat, ist hochgefährlich. Er will zeigen, wie seine Landsleute unterdrückt werden. Wenn die Polizei herausfindet, dass wir Leute interviewen, kommen diese Menschen ins Gefängnis, werden wahrscheinlich gefoltert. Für sie ist es sehr gefährlich. 3 Monate wird Tashtespa mit dem britischen Kameramann und Filmemacher Jessa Newman durch Tibet fahren. Eine schwierige Reise, denn fast nichts hier ist planbar. Ich will einen ehemaligen politischen Häftling treffen. Wir fahren zu einem sicheren Ort, an dem wir sprechen können. 10 Stunden sind sie unterwegs, überall chinesisches Militär. Dieser Konvoi hier ist mehrere Kilometer lang. Der Mann, mit dem Tashtespa verabredet ist, traut sich, ein Interview zu geben. Um ihn zu schützen, filmt das Team ihn so, dass man ihn nicht erkennen kann. Ich wurde als Staatsfeind verurteilt und war 6 Jahre im Gefängnis. Jetzt finde ich keine Arbeit, weiß gar nicht, wie ich überleben soll. Wo ich auch hingehe, folgt mir jemand. Ich fühle mich nirgends mehr sicher. Überall in der tibetischen Gesellschaft gibt es Spitzel. Die Menschen hier haben Angst. Sie sagen, wir sollten nichts gegen die Regierung sagen, wir sollten ihr einfach gehorchen. Tibeter, die offen ihre Meinung äußern, gelten als Kriminelle und werden unter Druck gesetzt. Tashtespa verspricht dem Mann, alles zu tun, damit die Behörden nicht herausfinden, wer er ist. Für jede Person steckten wir eine andere SIM-Karte in unser Mobiltelefon. Hätte die Polizei mich geschnappt oder meinen Interviewpartner, hätte sie erstmal nur von uns beiden gewusst. Wir mussten also ziemlich viele SIM-Karten kaufen. Außerdem ging ich immer erst alleine zu einem Interviewpartner. Ich nahm ein Taxi und ließ die Kamera im Hotel. Ich habe dann erst mal geklärt, wo wir das Interview aufnehmen können, wie wir das Gesicht verfremden. Wenn die Zeit gekommen war, sind wir direkt zu dem vereinbarten Ort gegangen, haben das Gespräch geführt und den Interviewpartner danach nicht wieder angerufen. Auf dem Weg zu tibetischen Nomaden ist Tashtespa nervös. Mit ihnen konnte er im Vorfeld keine Absprachen treffen. China behauptet, die wirtschaftliche Situation der Nomaden zu verbessern.
Menschenrechtsgruppen sagen dagegen, Nomaden würden gegen ihren Willen sesshaft gemacht. Taşdespa und sein Team wollen selbst mit den Menschen sprechen. Die erste Siedlung, die sie finden, liegt Kilometer entfernt von der nächsten Stadt. Das sind die Häuser der Nomadenfamilien, die aus dem Grasland vertrieben wurden. 20 Familien sollen hier leben. Es ist wie ein Gefängnis, oder? Wirklich traurig. Hier gibt es keine Schule, kein Krankenhaus, keine öffentlichen Busse. Taşdespa und sein Kameramann bekommen Angst. Okay. Wir sollten hier weg. Warum? Ich traue der Gegend hier nicht. Können wir nicht in eins der Häuser gehen? Nein. Aber hier hinter den Mauern sind doch Menschen, oder? Ja. Sie wollen schnell weg. Die Sorge ist berechtigt. Hinter der Siedlung parken 4 Polizeiautos. Das zeigt, wie oft wir kurz davor sind, erwischt zu werden. Es ist zu gefährlich, um hier eine Minute länger zu bleiben. Das Team fährt zu einer anderen Nomadensiedlung. Despa geht alleine rein, dreht mit versteckter Kamera. Die Räume auch hier wie ausgestorben. Keiner der Bewohner ist zu sehen. Draußen ist es eiskalt. Schließlich kommt doch eine Frau auf Despa zu. Wie viele Familien leben hier? Mehr als 300. Sind Sie hier glücklich? Natürlich nicht. Aber die Regierung hat uns das Land weggenommen. Jetzt haben wir keine Weiden mehr, auf die wir zurück könnten. Eine Nomadin wagt es dann doch, Despa mit in ihr Haus zu nehmen. Das Leben hier ist sehr hart. Die Menschen leiden unter Hunger und der Enge. Niemand hat Arbeit oder Land. Wer essen will, muss stehlen. Niemand wollte hierhin ziehen. Aber wenn Sie die fragen, die angezogen sind wie die Chinesen, werden die es nicht wagen, die Wahrheit zu sagen. Sie werden nur gute Sachen sagen. Die Wahrheit ist, wir leben in Terror. Wir werden gewaltsam unterdrückt und haben noch nicht einmal die einfachsten Rechte. Wir können noch nicht einmal unsere Meinung sagen. Die Regierung macht falsche Anschuldigungen und so werden Menschen für etwas verurteilt, das sie gar nicht getan haben. Jeder hier ist deprimiert. Die Leute sehen schrecklich aus. Ihre Gesichter sind blass geworden, ihre Augen eingefallen. Jeder hat Angst, die Wahrheit auszusprechen. Ich könnte morgen verhaftet werden, wenn sie herausfinden, was ich gerade gesagt habe. Aus Sorge um die Frau und die eigene Sicherheit verlässt das Team sofort die Gegend. Doch sie werden verfolgt. Ein Polizeiwagen folgte uns, mehrere Stunden lang. Ich wurde sehr nervös. Erst habe ich dem Team nichts gesagt. Aber irgendwann sagte ich zum Kameramann, nimm die Kamera weg. Da ist schon die ganze Zeit ein Auto hinter uns. Bob, yeah? Could you put the camera away, please? Why? There's a police car behind us. And I'm really suspected that they're following us. Der Wagen überholt. Doch plötzlich Polizeikontrollen. Eine folgt der anderen. They asked us open the boot.
Sie forderten uns auf, den Kofferraum zu öffnen. Da waren alle Kassetten drin, die wir noch nicht verstecken konnten. All unsere Interviews. Ich hatte wahnsinnige Angst. Das Leben dieser Menschen lag ja in unseren Händen. Ich habe gebetet, bitte, bitte guckt bloß nicht in unsere Taschen. So I was really nervous, and I was praying myself, please don't search into our bags. Das Team hat Glück, auch weil es die Kamera vor der Kontrolle rechtzeitig verschwinden lässt. Das ist die 4. Kontrolle heute. Und der Fahrer sagt, es kommen noch mehr. Erst spät in der Nacht erreichen sie die Hauptstadt Lhasa. Wegen der ständigen Kontrollen dauern die Reisen länger als geplant. Für ein paar Stunden bezieht Despar ein Hotelzimmer. Er will wenigstens etwas schlafen, bevor es am nächsten Morgen weitergeht. Despar ist erschöpft, lässt sich aber nichts anmerken. Erst am nächsten Tag vertraut er sich seinem Kameramann an. Truth? Yeah, the truth. Ganz ehrlich, heute Morgen musste ich mich übergeben im Hotelzimmer. You've been vomiting? Ernsthaft? Ja, ich bin wohl nervös. Das ist mir noch nie passiert. Never happened this before in my life. Do you think you can still do this? Kannst du denn weitermachen? Yes, Ja, ich kann. I can still do it. Despar und sein Team geraten immer wieder in Panik vor Polizei und Spitzeln. Sie vergraben sogar ihre Drehkassetten, verschlucken manchmal kleine Zettel, auf denen die Telefonnummern ihrer Informanten stehen. Die Angst wird immer größer, doch Despar will nicht aufgeben. I've started already and I'm going to finish it. Ich hatte einmal angefangen und wollte das auch zu Ende bringen. Da waren Menschen, die saßen Jahre im Gefängnis, wurden jeden Tag gefoltert, hatten nichts zu essen, mussten in Gefängnissen schuften. Und ausgerechnet ich sollte aufgeben? Also sagte ich ja. Ich kann weitermachen, egal was passiert. I'm going to finish it. No matter what's happening in the future, but I'm going to do it. Lhasa, das Zentrum des tibetischen Buddhismus. Obwohl die Chinesen alles dafür tun, aus den Tibetern linientreue Kommunisten zu machen, bleibt die Hauptstadt ein Ort tiefer Gläubigkeit. Die Tibeter waren schon immer streng religiös. Bis ins 20. Jahrhundert regierten hohe Mönche das Land, hielten Bauern wie Leibeigene. Bilder aus den 50er Jahren. Brutal greift die Mönchspolizei gegen die einfache Bevölkerung durch, verhängt drakonische Strafen. (1950) marschiert Mao mit seinen Truppen nach Tibet ein. Die chinesischen Kommunisten nennen es die Befreiung von der Feudalherrschaft. Der junge Dalai Lama will noch mit Mao verhandeln, doch eine friedliche Lösung scheitert. Das
Das geistliche und weltliche Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama, flieht mit seinem Gefolge nach Indien. 50.000 Tibeter folgen ihm ins Exil. In ihrer Heimat werden Klöster zerstört, religiöse Symbole vernichtet. Nichts soll mehr an das alte Tibet erinnern. Doch die Tibeter wollen sich ihren Glauben nicht nehmen lassen. Vor allem Mönche wagen immer wieder den Aufstand, wie 1987. Die chinesische Polizei reagiert mit Gewalt. Seit diesen Ausschreitungen werden Gläubige noch misstrauischer überwacht. Die Behörden versuchen, Mönche zu zwingen, dem Dalai Lama abzuschwören. Bei religiösen Zusammenkünften ist immer chinesische Polizei dabei. Heimlich aufgenommene Bilder. Sie zeigen den Großeinsatz der Polizei bei einem buddhistischen Fest vor 2 Jahren. Wer seinen Glauben offen lebt, macht sich in den Augen der Machthaber verdächtig. Mit Mönchen in Kontakt zu kommen, ist äußerst schwierig. Touristen dürfen aus der Ferne fotografieren, doch Gespräche mit Ausländern werden misstrauisch überwacht. Auch Tashtespa fällt es schwer, Mönche zu treffen. The monks had to get up 4 in the morning for prayers. Die Mönche stehen um 4 Uhr morgens auf, um zu beten. Die zivilen Polizisten stehen genauso früh auf. Mönche werden ihr ganzes Leben lang beobachtet. Sie wissen das und sind entsprechend vorsichtig. They live there, their whole life in the monastery. There was lots of space and Spione gibt es überall, in den Klöstern, in den Schulen, überall in Lhasa. Noch nicht einmal Geschwister vertrauen einander. you couldn't trust even brothers and sisters. They wouldn't trust each other. Schließlich gelingt es Despa doch noch, einen Mönch zu interviewen. In Lhasa lebst du als Mönch ständig am Rand des Abgrunds. Wenn ich in meinem Raum lese, muss ich sehr vorsichtig sein, denn die Sicherheitsbeamten der Klöster kommen ständig zur Kontrolle. Sie brechen mit Gewalt ein und verhören dich. Wenn sie Schriften des Dalai Lama in deinem Raum finden, wirst du sofort verhaftet. Sie überwachen deine politische Einstellung und brauchen keinen wirklichen Grund, um dich zu verhaften. Einen 18-jährigen Mönch nahmen sie mit. Er hatte Freies Tibet in ein Buch geschrieben. Dafür bekam er 3 Jahre Gefängnis. Die Polizisten tragen keine Uniformen, damit sie Touristen und Besuchern nicht auffallen. Im ersten Augenblick siehst du die strengen Sicherheitsmaßnahmen und die Polizei gar nicht. Aber wenn du genau hinguckst, bemerkst du sie doch. Wer Flugblätter verteilt oder gar die tibetische Flagge hisst, riskiert lebenslange Freiheitsstrafe oder sogar den Tod. Wenn du gegen die Regierung protestierst, kannst du auf der Stelle niedergeschossen werden. Ihr seid gefangen, oder? Ja, sie halten uns wie Tiere in einem Käfig. Die tiefe Gläubigkeit der Tibeter halten die Chinesen für rückständig. Sie wollen den Fortschritt, sagen sie, Tibet entwickeln. Doch die Entwicklung der Chinesen bedeutet auch Zerstörung. Überall wird gebaut. Tibetische Häuser müssen weichen für die kommunistische Architektur Chinas.
Die modernen Läden in Lhasas Einkaufsstraßen gehören fast überwiegend Chinesen. Offizielle Geschäfte müssen in der Sprache der Chinesen in Mandarin geführt werden. Die Tibeter fühlen sich an den Rand gedrängt. Despa trifft einen Mann, der ihm erzählen will, wie die tibetische Kultur aus dem Alltag verschwindet. Aus Angst vor Spitzeln führen sie das Interview außerhalb der Stadt. Es ist jetzt schon so, dass Tibeter keine Arbeit finden, wenn sie nicht Chinesisch lesen und schreiben können. In den nächsten Jahren wird sich die Situation für uns noch verschlechtern. Schon jetzt ist es schlimm. Die Regierung versucht, aus den Tibetern Chinesen zu machen. Viele Tibeter ziehen in die Stadt und leben dort mit den Chinesen. In 2 oder 3 Generationen werden sie ihre tibetische Herkunft vergessen haben. Sie ernähren sich chinesisch und sie kleiden sich chinesisch. Wenn diese Situation in den kommenden Jahren so weitergeht, stirbt das Tibetische in ein paar Jahren aus. Ich war schockiert, dass die Jugendlichen 50% Chinesisch in die tibetische Sprache mischen. Ich musste genau zuhören, um sie überhaupt zu verstehen. Telefonnummern zum Beispiel sagen sie in Chinesisch. Ich sagte, Entschuldigung, ich kann kein Chinesisch. Könntest du sie in Tibetisch sagen, bitte? Da mussten sie richtig nachdenken. 1, 3. Das hat mich schockiert. Ich dachte, wenn das so weitergeht, wird unsere Sprache in 10 Jahren verschwunden sein. Die Tibeter passen sich an, fast bis zur Selbstverleugnung. Die Angst vor den chinesischen Machthabern und Methoden ist groß. Die Vereinten Nationen listen in ihrem jüngsten Bericht zu Folter viele Fälle von Misshandlungen in Tibet auf. Despa bemüht sich um ein Treffen mit einem Folteropfer. Ich würde Sie gerne treffen, doch wenn wir keinen geeigneten Ort finden, dann wird es schwierig. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Ich rufe Sie an, wenn die Zeit reif ist. Despa trifft den Mann. Er hatte pro-tibetische Flugblätter verteilt und saß deswegen jahrelang im Gefängnis. Ich habe viele Arten von Folter erlebt in den Jahren, in denen ich im Gefängnis war. Gerade erst bin ich freigelassen worden. Ich bin ein gebrochener Mann nach der Folter der Chinesen. Sie legen dir Handschellen an und hängen dich an die Decke. Dann schlagen sie dich. Sie prügeln auf dich ein mit Eisenstangen, doch wenn du zu lange von der Decke hängst, löst sich irgendwann das Fleisch an deinen Händen. Sie haben eine spezielle Vorrichtung, an der sie dich aufhängen. Sie wird so auf deine Größe eingestellt, dass die Spitzen deiner Füße gerade noch den Boden berühren. So werden die Hände nicht abgeschnitten. Für mehrere Stunden lassen sie Menschen so hängen, in manchen Fällen die ganze Nacht. Das ist eine Art der Folter. Eine andere sind Elektroschocks. Die Chinesen nennen sie Dianbang. Sie setzen dich in ein Wasserbecken, dann jagen sie Strom durch das Wasser. Der Schmerz ist unbeschreiblich groß. Er geht durch deinen ganzen Körper. Im Wasser Elektroschocks zu kriegen, ist viel schlimmer als an der Luft. Wenn du draußen Stromstöße bekommst, fühlst du den Schmerz nur an den Stellen, an denen du den Stromschlag bekommst.
Im Wasser geht der Strom überall durch, vom Scheitel bis zur Sohle. Ich hätte mich am liebsten umgebracht, aber das ging nicht. Bitte, ich kann nicht mehr. China bestreitet, dass Andersdenkende mit Folter zu rechnen hätten, gibt allerdings Einzelfälle zu. Die neue Bahnstrecke von Peking nach Lhasa. Seit dem Sommer 2007 rollen täglich Züge quer über das tibetische Hochland. Die Tibetbahn, ein Jahrhunderttraum Chinas. Noch nie wurde eine Bahnstrecke in so großer Höhe gebaut. Fast die gesamte Route liegt über 4000 Meter. In der Bergwelt Tibets werden reiche Vorkommen an Öl und Erzen vermutet. Bodenschätze, die das wachstumshungrige China dringend braucht. Tibeter fürchten, dass diese Schätze mit der neuen Eisenbahn abtransportiert werden sollen. Die Flüsse, die in Tibet entspringen, speisen Wasserreserven für Millionen von Menschen. Mit der Bahn kommt Fortschritt nach Tibet, sagen die Behörden. Der Bahnhof in Lhasa, innen wie außen eine Nachempfindung des berühmten Potala-Palastes, dem einstigen Sitz des Dalai Lama, ein Heiligtum der Tibeter. Der Zug wird die Zuwanderung von Han-Chinesen noch verstärken, fürchten viele Einheimische. Die Chinesen werden zusätzlich angelockt durch staatliche Prämien. Objektive Bevölkerungsstatistiken gibt es nicht. Peking erlaubt keine unabhängigen Untersuchungen. Despa fährt aufs Land, denn hier soll die Willkür der Behörden grausame Auswüchse haben. Er besucht eine Frau, die berichtet, gegen ihren Willen operiert worden zu sein. Ich bin auf dem Weg zu einer Frau, die wie viele andere gegen ihren Willen sterilisiert worden ist. Sie ist sehr nervös, wollte, dass wir erst in der Nacht kommen, damit uns wirklich niemand sieht. Bisher hatten wir Glück. Wir konnten mit vielen Leuten sprechen, ohne dass die Polizei etwas entdeckt hätte. Hoffentlich klappt es auch jetzt wieder. Das Haus sollte hier hinten sein. Wenn du gute Beziehungen hast, kannst du dir die Papiere kaufen, auf denen steht, dass du sterilisiert bist. Aber die, die kein Geld haben, werden sterilisiert, ob sie wollen oder nicht. Ich wurde dazu gezwungen, gegen meinen Willen. Haben Sie geweint? Ich weinte, als ich auf dem Bett lag, nach der Sterilisation. Ich weinte, als ich darüber nachdachte, was sie mir angetan hatten. Ich fühlte mich elend. Mir war schwindelig. Es war sehr, sehr schmerzhaft. Ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben. Anscheinend haben sie die Eileiter abgeschnitten und dann zugenäht.
Es war eine Qual. Sie haben keine Betäubungsmittel verwendet. Sie haben einfach etwas auf meinen Bauch geschmiert und die Sterilisation vorgenommen. Mit Ausnahme von Aspirin gegen die Schmerzen gab es keine Medikamente. Einen Tag nach der Operation musste ich bereits für mich selbst sorgen. Für eine Infusion musste ich selber zahlen. Können Sie mir die Narben zeigen? Ich war nicht die Einzige. Ein halbes Dutzend Frauen in unserem Dorf wurde sterilisiert. Gezwungen? Ja, alle wurden gezwungen. Keine Frau würde das freiwillig tun. Sie kommen zu deiner Tür und holen dich mit Gewalt. Sie drohen, dir den Herd wegzunehmen und alles andere, was du besitzt. Die Frauen bekommen Angst und lassen die Sterilisation über sich ergehen. Einige wurden durch die Operation verletzt. Sie hinken und ziehen ihre Hüfte nach. Seitdem haben die Menschen große Angst. Wie häufig tibetische Frauen gegen ihren Willen sterilisiert werden, weiß niemand. Überprüfbare Belege für diese Praxis gibt es nicht. Bekannt ist, dass jedes Jahr etwa 3000 Tibeter ihre Heimat verlassen. Sie fliehen vor der allgegenwärtigen Kontrolle und den ständigen Schikanen. Sie flüchten zu Fuß, voller Angst vor dem Regime, tausende Kilometer quer über die Berge des Himalaya nach Indien. Auch Tashdespa ist diesen Weg gegangen. 18 Jahre alt war er damals. Die Erlebnisse von unterwegs wird er nie vergessen. Als wir hier lang gingen, war alles voller gefrorener Körper. Es ist unheimlich, wenn du ihnen ins Gesicht siehst. Die Augen weit aufgerissen, der Mund offen. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Voller Angst dachte ich, vielleicht liege ich bald hier. Nicht nur die extreme Witterung ist lebensbedrohlich. Im September 2006 filmten westliche Bergsteiger diese Szenen. Chinesische Soldaten schießen auf tibetische Flüchtlinge. Tibeter fliehen über die Grenze nach Nepal. Despa trifft Lobsang. Er war damals dabei und lebt heute im indischen Exil. Ich sah plötzlich Menschen hinter mir. Sie kamen näher und da sah ich, sie waren bewaffnet. Ich ging weiter und dann plötzlich eröffneten sie das Feuer auf uns. Eine junge Nonne wird getroffen. Lobsang sieht sie zur Erde fallen. Zwei Soldaten warfen die Leiche anschließend in ein Loch. Lobsang flieht zu der Gruppe ausländischer Bergsteiger. Keine Angst. Wir geben dir Kleider und bringen dich in die Küche, okay? Wie ein Koch. Bleib erst mal hier. Lobsang hat Glück. Er entkommt den Soldaten. Ich habe die Flucht dann doch noch geschafft. Ich bin den Fußspuren meiner Gruppe gefolgt. Als ich endlich die Grenze erreichte, fühlte ich mich so befreit. Ich schrie laut heraus, Freiheit, und ging weiter. Lobsang erreicht die indische Kleinstadt Dharamsala. Auffangbecken für die meisten tibetischen Flüchtlinge. Auch für Despa war Dharamsala die erste Station nach seiner Flucht aus Tibet. Der Sitz der tibetischen Exilregierung.
Mit Hilfe von Spenden aus aller Welt organisiert sie die Flüchtlingslager, in denen auch Despa eine erste Bleibe fand. Vor 11 Jahren war ich auch hier, 6 oder 7 Tage lang. Hier sind Hunderte von Betten. Aber dieser Ort ist sehr wichtig für die Flüchtlinge. Denn wo sollten sie sonst hingehen? Da habe ich geschlafen. Es fühlt sich seltsam an, wieder hier zu sein. Tash geht durch das Lager, spricht Flüchtlinge an. Wann bist du angekommen? Vor 5 Tagen. Auf welchem Weg? Über den Doom-Pass. Wie alt bist du? 13. Viele Kinder gehen den Weg alleine. 1200 Kilometer am Stück. Bei klirrender Kälte, in ständiger Angst. Sie gehen einen Monat lang, manche auch 1,5. 13 Jahre lang habe ich in der Aufnahmestation gearbeitet. Ich habe viele Erfrierungen gesehen. In einer Gruppe hatten 15 Menschen Erfrierungen. Sie haben ja kein Krankenhaus auf dem Weg. Wenn Sie Pech haben, brauchen Sie eine Amputation. Psychisch leiden vor allem die Kinder unter der Flucht. Worüber sie nicht reden wollen, zeichnen sie mit Filzstiften auf Papier. Frühjahr 2008. Tash Despa ist zurück in seiner Wahlheimat London. Ein Jahr ist seit seiner Reise vergangen. Die Vertretungen der chinesischen Regierung in London und Berlin wollen sich zu seinen Interviews nicht äußern. Pauschal teilen sie mit, in Tibet gäbe es keine Menschenrechtsverletzungen. Die Reise hat Despa verändert. Obwohl er seit 7 Jahren in London lebt, fühlt er sich plötzlich fremd. To be back here, it's a bit difficult. You have to get back into your normal life. Wieder hier zu sein war schon schwierig. Ich musste mich erst wieder an mein normales Leben gewöhnen. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen. Es macht einen Unterschied, ob du von Folter hörst oder Menschen triffst, die Folter erlebt haben. Es war für mich eine ganz neue Erfahrung. Hinterher hatte ich das Gefühl, ich sollte etwas für diese Menschen tun. Etwas, das ihre Situation verbessert. Doch es gibt nicht viel, was Tash Despa von London aus für seine Landsleute tun kann. Als es in diesem Frühjahr in Tibet zu Unruhen kommt, bleibt ihm nur das Gebet. März 2008. Mönche fordern Freiheit. Das chinesische Militär antwortet mit brutaler Härte. Überall im Land gehen Menschen auf die Straße. In Lhasa kommt es zu Unruhen. Tibeter werfen Steine, setzen chinesische Geschäfte in Brand. Chaos bricht aus. Es gibt Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Das staatliche Fernsehen Chinas zeigt die chinesischen Opfer. Der Dalai Lama, der seit Jahrzehnten Gewaltlosigkeit predigt, ist entsetzt, spricht im indischen Exil gar von Rücktritt, zumindest von seinen politischen Funktionen. If things become out of control, then my only option is complete resign. Chinas Soldaten sorgen einmal mehr für Ruhe auf den Straßen.
Despa verurteilt die Gewalt seiner Landsleute, kann sich ihre Wut aber erklären. Die Tibeter leben seit 50 Jahren unter chinesischer Kontrolle. Und wenn du einen Topf mit Wasser auf ein Feuer stellst, dann wird das Wasser irgendwann kochen. Genau das ist passiert. Die Menschen sind einfach frustriert. Wir Tibeter sind eben nicht alle so wie der Dalai Lama. Compare every Tibetan as a Dalai Lama. No. Vor 10 Tagen in einem Londoner Hotel. Despa trägt heute sein traditionelles tibetisches Gewand. Er ist aufgeregt. Denn gleich wird hier der Dalai Lama sprechen. Viele aus der tibetischen Exilgemeinde sind gekommen. Sie hoffen, dass ihr Oberhaupt die schwierige Situation in Tibet löst. Aber viele fragen sich auch, ob seine Gewaltlosigkeit noch der richtige Weg ist. Seine Heiligkeit ermahnt seine Landsleute nicht mit Hass auf die Chinesen zu blicken, vielmehr sollten sie freundschaftlich mit ihnen umgehen. Der Dalai Lama setzt auf Dialog, eine Haltung, die Despa bewundert. I would love to, put his hands on my head, yes. But, Ich würde ihn wahnsinnig gerne einmal alleine treffen, seine Hände spüren. Aber ich darf nicht egoistisch sein. Er hat so viel zu tun. Warum sollte er ausgerechnet mich treffen? Doch Despas Wunsch geht tatsächlich in Erfüllung. Der Dalai Lama lädt ihn zu einer Privataudienz. Allerdings, die Kamera muss draußen bleiben. Mehrere tausend Menschen sind in das englische Nottingham gekommen, um auch hier den berühmtesten Mönch der Welt zu hören. Despa und sein Kollege Newman aber hatten den Dalai Lama ganz für sich alleine. Ich fühle mich heilig. Ich habe seine Hände berührt. Unglaublich. Nach ihrer bedrückenden Reise Momente des Glücks.